Hallo, mein Name ist Sergio Chio und wir werden heute über gut Schlafen sprechen. Hallo Gio, was ist wichtig, um gesund zu bleiben? Hallo Pablo, um gesund zu bleiben, es ist sehr wichtig, selbstverständlich, gut essen, trinken, atmen, uns bewegen, zum Beispiel Sport treiben, Beschäftigung, wie etwas lernen, arbeiten gehen und natürlich gut schlafen. Und was passiert, wenn wir nicht genug schlafen? Wenn ich nicht gut schlafen kann, habe ich schlechte Laune, kann ich mich nicht konzentrieren, habe ich keine Lust, dort zu lernen und ich sehe alles sehr pessimistisch und schlecht aus. Kannst du bitte uns Tipp geben, um besser zu schlafen? Ja, ich habe 4 Tipps. Und der erste Tipp ist Handy abends einfach abschalten. Es kann sein, dass abends manchmal sehe ich mein Handy und ich möchte mich über meine Heimat oder über Coronavirus mich informieren. Aber kommt auch immer Information, wo ich keinen Einfluss habe. Und kriege ich viele Ängste und mein Kopf ist voll und danach versuche ich zu schlafen und kann ich nicht. Deswegen sage ich, es ist besser morgens nur eine Stunde, aber nicht mehr, über die Welt auch zu wissen. Das reicht. Sowieso habe ich keinen Einfluss. Es ist gut, Info zu haben, aber brauche ich nicht viel. Besser andere Sachen zu machen, Beschäftigung, arbeiten, etwas lernen und nicht 8 Stunden nur schlechte Nachrichten zu hören, damit mein Kopf nur leidet. Und statt der Essen können wir auch ein schönes Ritual machen, bevor wir ins Bett gehen. Beispielsweise Musik hören, meditieren, mit einem Kumpel oder einer Freundin unterhalten, jetzt einen Kaffee trinken, spazieren gehen und eine gute Atmosphäre auch zu machen, bevor auch ins Bett gehen. Und viele zum Beispiel, es hilft mir auch ein bisschen, mich baden, mich duschen und oder eine Tasse Milch trinken. Das hilft mir, bevor auch ins Bett gehe. Der dritte Tipp ist uns genug Bewegung. Bewegung unterstützt unseren Schlaf. Und für mich, das wichtigste Tipp ist, unsere Müll im Kopf entsorgen. Viele von unseren Klienten und Klienten sagen, dass sie trauen sich nicht, mit anderen über seine Probleme zu sprechen, weil die anderen haben auch genug Probleme. Aber wenn wir nicht das machen, diese Müll und diese schlechte Geschichten bleiben hier und werden wir nicht gut schlafen. Deswegen empfehle ich eine Verwandte oder eine gute Freundin oder mit einem Psychologen über die Konflikte und Probleme in unserer Vergangenheit darüber zu sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut, Gio, warum haben wir Albträume? Ähm, manchmal wir machen viel in unsere Tagsüber und wenn wir nicht, wie ich gesagt habe, mit jemandem über unsere Konflikte sprechen, wenn ich schlafe, kommen auch diese traurigen Ereignisse oder Geschichten in Art von Albträumen und lassen mich nicht ruhen. Es kann nicht sein, dass ich vermeide, über meine Probleme zu sprechen, aber wenn ich das mache, kommt in Art von Albträumen und lassen mich nicht ruhen. Es ist wie ein Vulkan, es ist voll von Feuer und nachts wird explodieren. Es ist besser, wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche und mache ich meinen Vulkan oder meinen Mülleimer leer, damit auch mein Kopf leer ist und damit auch gut schlafen kann. Okay, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank, Pavel. Auf Wiedersehen.